so ein, sagen wir, ich will nicht rassistisch sein, aber so ein okay, so ein Dunkelhäutiger. Ja, Billy, ich habe Ehrenmann, ich habe Stolz, verstehst du? Ich habe Ehrenmann, wenn... Also, die Jungen... Du hast wohl etwas sagen? Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Das ist auch schon ein geiles Meme. Das ist auch schon ein geiles Meme. Was für ein Typ. Jeder steht dazu, was er macht. Okay. Legendär. Aber ich meine, nur weil er mit Kollegen dort ist, ist er der krasseste. Weißt du, das ist... Es spielt keine Rolle, ob einer 2 Meter oder 2 Meter breit ist oder 2 Meter lang, weißt du? Aber ich kann ihn bühlen, aber was wie der andere aussieht, das will ich auch nicht wissen. Ja, aber das glaube ich ja nicht, Mann. Die sind so primitiv. Die sind so echt primitiv. Hey, look, Ja, aber Schaut nach schon noch mal euer Auftreten an, Mann. Die rocken da vorne, die machen einen auf Uhren krass. 2 Typen. Was sind das für Typen? Aber auch schon früher. Was sind das für Typen gewesen, Mann? Was meint ihr echt? Wenn du durch die Stadt läufst, dann kannst du sicher sein, dann schau ich dich an, Mann. Aber er hat auch einen ganz wilden Style. Er hat auch einen ganz wilden Style. Duschen hat er wahrscheinlich auch schon 3 Wochen nicht mehr. Und mit dem Bandana, Mann, uff. Und einer, der so rumläuft, der schaut schon. Mann. Aber lass Genau das meine ich! Genau das meine ich! Genau das meine ich! Genau das meine ich! Dass du mit deinen Vorurteilen kommst. Ich bin Spanier, sonst. Wenn du mich bei Rasse nennen oder so. Hey, meinst du, bist du krass, weil du Bandeli hast, oder was, Mann? Zieh dich weg! Das klar. Hey, wenn ich sage, ich habe kein Problem, wenn jemand schaut, dann sage ich vielleicht auch, vielleicht bin ich geil angelegt, vielleicht gefällt ihm nicht rumlaufen, dann soll er schauen, es tut mir nicht weh. Ja, Bro. Du bist schon eine Legende, aber das hure Bändeli, Mann, also... geil angelegt bist, wenn du jemanden von hinten ficken. Ich ziehe einfach den Hip-Hop in ein schlechtes Licht, weil Hip-Hop ist nicht entstanden, für irgendwie andere gut zu verbrechen. Das ist entstanden, für irgendwie Party zu haben. Das ist eben, um Konflikt aus dem Weg zu gehen, um das anders zu lösen, verstehst du? Real Talk. Aber die zwei sind schon das Sympathischere. Die zwei sind beides absolut unsympathische Typen. Was die für die Ansichten, die sie da in die Sendung eingebracht haben, absolute Biasen. Wirklich, ich hoffe, sie sind heute nicht mehr so. Also wirklich Biasen, was die da für Inputs drin gebracht haben. Die anderen Leute sind schon viel sympathischer gewesen. Die anderen mit Bändeli und die anderen mit dem Full-Bändeli. Was mich wundert, dann kommen die bei Frauen an. Bestens, super, mit Frauen kann man spielen. Können wir sie doch bluffen, oder? Nein, sie bluffen schon nicht. Sie sind auch nicht die Kollegen von mir, aber wie sie das sagen, das stimmt auch irgendwie. Ich meine, sie wartet nicht 2-3 Mal, dass der andere irgendwie blöd anschaut. Ja, aber jetzt haben wir immer vom Anschauen geredet. Was meinst du, also, geht ihr da auch mit Frauen in den Ausgang? Ja, sicher. Sie gehen auch mit Frauen. Aber jedes Mal, sie sind wie andere Männer, einfach sie haben ihren Stolz. Und wenn ihre Stolz sie haben, das ist für ihnen das Wichtigste, vielleicht etwas wichtiger als Gold. Oder das kann man nicht zahlen. Und sie haben ihre eigene Ehre wie jeder Mann. Gut, ich möchte... Ich habe nichts verstanden, was der Typ mir erzählen wollte. Der hat selber auch nicht gewusst, was er sagen wollte. Würdest du mit solchen in den Ausgang gehen? Nein, also ich stehe nicht so auf Badkappe. Ich stehe nicht so auf Badkappe. Die anderen, mit ihrer Tanktop auf Hops genommen, Digga. Ja, nein. Real Talk, der Adi würde die Brille rocken und würde sagen, es ist krass, fühlst du dich krass mit der Brille oder was? Wie findest du, Moment, jetzt möchte ich schnell mit ihr reden. Sie muss nicht Kappen schauen, Mann. Sie muss da rein schauen, Herz. Ja, also was? Sie soll lieber ihre Finger schminken, weißt du? Fingernägel, da, streichen so, weißt du? Ihr könnt nicht streiten. Fingernägel streichen, Alter, what the fuck? Er ist schon sympathisch, wirklich. Er hat zwar ein paar Memes hervorgebracht, aber schon sympathisch. Wieso nicht streiten, Mann? Hey. Ja, aber schau dich mal an, Junge, schau dich an. Hey. Du sagst jetzt einfach Sorry. Du willst mich essen. Bist du krass, oder was? Wieso kannst du jetzt nicht argumentieren, wenn du nicht... Was argumentieren? Merken die ja nicht, dass sie absolut daneben sind? Ja. Bleib. Hey, halt mal. Und schau, das sind die Regeln und jetzt kommt er dran. Daneben sind wir nicht, wir sind zwischen den beiden, ja? Aber was der Mann da gerade gemacht hat,
Was der Mann gerade da vorgeführt hat, das ist die grösste Anfickerei, wie soll ich sagen? Das Mann, ist, er ist da wird man Mann, gerade das ist nervös. ein Problem. Sorry, da wird man gerade nervös. Da können Sie gerade warten, dass Sie die Fuß in die Fresse überkommen. Was, Simon? Hätten Sie Er, dort Mann. gewartet, aufgestanden, wie ein normaler Mensch bin ich da. Moment. Diesmal. Das ist... Ich komme gerne in so Situationen, weil wenn ich jemanden treffe, dann lächle ich den an. Gewalt unter Jugendlichen sei dann auch ein Problem von Ausländern. Also Was Ausländer, Mann? eigentlich, ich habe nichts gegen Ausländer. Ich habe gegen Ja, euch ist nichts. besser für dich. Jason, 24, Türsteher. Double gesagt hat, dann hat er schon die erste Faust in der Fresse gehabt. Das ist ganz einfach und das hat sich mit den Jahren weiterentwickelt. Mit ihm Nur reden. ganz schnell. Du tust so gegen Frauen reden. Aber darf ich dich etwas fragen? Wieso hast du Frauenschuhe? So ein Scheissdreck. Wirklich, die billigsten Jokes werden da rausgepackt, Mann. Habt ihr das gesehen? Der kleine Zwinker, den er noch gemacht hat. Den nicht übersehen, mein Junge. Warte, hier. Ja, das hier. Hat er noch schnell in einer Zwinker. Irgendwelche Onkel oder so, die man kennt. Es gibt irgendwie so Onkel, die irgendwie zwischendurch einfach mal Zwinker machen. Und das ist mir immer suspekt übergekommen. Irgendwie so ein Onkel, den man selten mal sieht, aber irgendwie so ein speziell sympathischer Onkel macht die ganze Linie so. Einfach so ein Zwinker. Weird Champ, wirklich die weirden Champen. Hey, Was was willst du sagen, Mann? Du sagst, man soll ganz cool bleiben als Türsteher. Nein, das ist jetzt... Oder Hey, lass mir doch zu, Mann. irgendetwas. Du bist doch dumm im Kopf, Mann. Weißt du das, Mann? Du wiederholst dich. Du bist doch dumm im Kopf, Mann. Hey, Schuhe, Kleider, das spielt doch keine Rolle, Mann. Da innen, da Herz, Mann. Das muss stimmen, Mann. Das ist der einzige Satz, der aus ihm rausgekommen ist, der man gestummen hat. Schuhe, Kleider, das spielt doch keine Rolle, Mann. Da rein, da Herz, Mann, das muss stimmen, Mann. Das ist das Einzige, was stimmt, was er gesehen hat. Aber bei ihm stimmt es, glaube ich, nicht so. Gang abnehmen und Tag ab, Mann. Bis Ja, aber gut, Gang abnehmen und nimm ab, das sehe ich, Mann. So ein Wichser. Ich würde so etwas nie sagen. Gut, wieso nicht? Du, bitteschön. Sorry, Ander, keine Ahnung, was bedeutet Krieg und was bedeutet Schläge. Kann dir von mir hören. Ich bin im Krieg, ich habe alles erlebt. Ich habe bewiesen, wenn der schaut, Pistolenschuss, Bombensplitter, ich habe alles erlebt. Ich habe meine Familie verloren. Du hast das erlebt, Ja. aber Ja, natürlich nicht witzig. Natürlich ist das nicht witzig, dass er das alles erlebt hat. Und ich wünsche das niemandem. Ich hoffe, dass es allen Leuten gut geht und dass alle Leute nie in ihrem Leben müssen Krieg erleben. Aber ich lache, weil er ist eine absolute Meme-Legende und da kann man einfach nur drüber lachen. Aber wieso findest du das Richtige? Ich finde, wenn jemand so schräg anschaut, dann gang vor dem und sage ich, sorry, willst du mein Fettli haben oder so? Was? Willst du mein Fettli haben? Fettli haben? Was ist Fettli? Wenn er etwas sagt, willst du mich Afrika oder so? Ich stand drauf und mir scheißegal, wenn er schaut wie schwul an, schräg. Gut, also... Hey, oh. Was ist mein Fettli? Föttli? Ah, Föttli. Dann hätten wir jetzt Hits. Ja, dir mal etwas. Du redest da so gross gekotzt. Ich bin der Held, ich bin der. Was hast denn du schon erlebt, du Hurenbanane? Was hast denn du schon erlebt, du Banane? Das ist auch einer von meinen Lieblingsdingen, hey. So geil. Ich habe auch vieles erlebt, was die gerne viel erlebt haben. Ja? Hey, So, was? jetzt wirst du ein bisschen easy dort, gell? Ist das der Jürg noch vor 20 Jahren? Hat der Jürg noch so ausgesehen? Nein, der war der Pitt. Legendärer Typ. Also der sympathisch. Du bist ein bisschen easy, hä? Hey. Es ist einfach so, ich bin Diskothekenbesitzer und seit Jahren kommt man es nach der Sendung sagen, hä? Was schon, Mann? Einfach fertig das Best-of. Ja, es ist nicht das beste Best-of, aber es hat so viele legendäre Szenen da drin gehabt. Es hat noch andere legendäre Szenen in dem ganzen Dings drin gehabt. Osman, wirklich, es hat so viele legendäre Szenen da drin gehabt. Wieso was abgesetzt worden ist,
ja, wie gesagt, wahrscheinlich alles ist einfach ein bisschen too much gewesen und einfach extrem random. Also ich weiß nicht, ob es wegen dessen abgesetzt gekommen ist. Und es war im 2001 gewesen. Im 2001, das ist ja Ewigkeiten her. Holy shit. Aber legendär gewesen, müssen wir wirklich sagen.